Du sag einmal, hast du schon wieder die ganze Küche umgerannt? Ich finde da überhaupt nichts mehr. Ich hab die Küche grundgereinigt und nebenbei ein bisschen umgestellt, weil es so praktischer ist. Praktischer, wenn man nichts mehr findet. Du wirst dich schon noch dran gewohnen. Ja, Drohgewohner. Das dauert jetzt mindestens wieder ein halbes Jahr, bis ich weiß, wo die kleinen Teller haben. Die sind ganz links oben in dem Hängeschrankerl, gleich neben die Kaffeetassen. Ja. Dafür haben aber jetzt die großen Teller viel weiter weg. Haben ja einmal schon einmal die kleinen Teller und die großen miteinander gebraucht. Weiß ich jetzt nicht. Aber für mich war das logisch, wenn die ganzen Teller beieinander stehen. Aber das ist nicht logisch, wenn das Kaffeegeschirr beieinander steht. Ja, schon. Aber warum jetzt die ganzen Töpfe auf einmal rechts sind? Weil sie näher am Herd sind. Dafür haben jetzt die Pfannen wieder weiter weg. Sag einmal, was möchtest du mir denn eigentlich damit sagen? Ja, ich möchte damit nur sagen, dass eigentlich völlig egal ist, wo die ganzen Sachen stehen. Und? Warum regst du dich dann auf? Weil. Kleine Teller oben links, okay. Ja, sag einmal, was hat er denn? Der wird schon wieder. Ja, aber der hat gerade noch einen Pinsel weggelegt und schon ist er da geflaggt. Ja, das kriegen wir schon wieder. Der hat nur einen LKS-Mangel. LKS-Mangel? Ja, hoffentlich ist das nichts Schlimmes. Soll ich schnell in die Apotheken gehen und was holen? Nein, der Kollege ist schon unterwegs. So was. Da bist ja. Du her jetzt. LKS-Mangel? Hab ich ja überhaupt noch nie gehört. Lieber Cassimi-Mangel, sieh du das für nicht zum Spaßen mit. Geht's wieder her? Jetzt meine ich, jetzt hätte es mich fast gehabt. Knappe Geschichte. Rudi, was ist denn mit dir? Kommst du zum Frühstück? Ein Kernelbrot gibt's, Nussschnecken, Schokohärndl und Amerikaner. Hört sich gut an. Ich möchte aber erst noch meine Gürtelprüfung machen. Was möchtest? Die Gürtelprüfung? Geh. Seit wann gehst denn du zum Judo? Wieso Judo? Ich möchte bloß meine Gürtelprüfung machen, damit ich weiß, ob so ein deftiges Frühstück noch leid. Jetzt, wenn ich in das Loch reinkriege, habe ich die Gürtelprüfung bestanden. Ah, wunderbar. Ha. Was hast du gesagt? Nussschnecken. Dass sowas sein darf, ha? Was ist denn? Die Klospülung läuft ständig nach. Lass laufen. Sag einmal, du bist gut. Und die ganze Wasserverschwendung, ne? Das möchte ich gekriegt haben. Dann schaust du mal in dein Handy, ob du irgendeinen so armen Teufel findest, der am Wochenende eine Klospülung repariert. Gut, machen wir. Ja? Die Klospülung im oberen Klo rinnt. Haha, sehr witzig. Das war deine Idee. Das war dein. Ich weiß nicht, ey. Was ist denn? Ah ja, die Fitnessarmband, nur das du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Ja, was ist denn mit der? Ist kaputt oder was? Ich bin mir nicht sicher. Aufzeichnet hat's nix. Ja, wahrscheinlich ist die Batterie leer. Mein Gott, tu einmal her. Also, die Batterie ist völlig in Ordnung. Du hast die nur nicht bewegt. Die Uhr, die kann nur was aufzeichnen, wenn man sie bewegt. Ja, sag einmal, was ist denn? Taugt's da nicht? Na, überhaupt nicht. Ist das Armband zu eng? Na, das ist nicht. Mein Gott, was ist denn dann? Sag's halt. Das Ding ist eher schädlich für meine Gesundheit als wir nützlich. Wie das? Ja, früher war ich einfach nur faul. Aber ich hab mir nichts gedacht dabei. Und jetzt wär's ständig daran erinnert. Boah, und seitdem bin ich faul und depressiv.
Das kann ja nicht gesund sein. Mei, du wieder. Was ist denn? Ja, wegen dem Ikea-Couchtisch. Jetzt fang nicht schon wieder an. Aber, Was aber? ja, kann man nicht vielleicht... Du hast ihn doch eh schon gekriegt. 3 Stunden lang hast du mich durch die Ausstellung geschleift. An der Kasse bin ich eine halbe Stunde angestanden. Was soll ich denn nur alles machen? Aufbauen vielleicht? Mit nichts zufrieden. Du Rudi, mir ist was Saublöds passiert. Was hast du denn angestellt? Ja, da waren auf einmal so Steine. Und jetzt haben wir ein Loch in der Windschutzscheibe. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das so sagen soll. Ja, sag halt einfach Storschlag. Die hat so ein paar Steine in die Scheiben reingeschreddert. Nein, nicht ganz. Es ist eher so, dass ich in Steine reingeschleudert bin. Hä? Naja, in die Mauerstor vom Nachbarn. Hä, wie bitte? Die Mauer ist ja höchstens einen halben Meter hoch. Da kommst du mit der Windschutzscheibe überhaupt nicht hin. Ja, wenn das Auto liegt noch schon. Ja, sag einmal. Ja, was tust denn du da? In der Früh schon eine halbe? Ja, der Doktor hat doch gesagt, zum Frühstück eine halbe und zum Abendessen eine halbe. Eine halbe Tabletten und doch kein Bier nicht. Da, du Sumpfbiber, du. Naja. Das habe ich aber jetzt anders verstanden. Rudi, was ist denn mit dir? Ist alles in Ordnung? Ich weiß auch nicht, hey, aber die neue Medizin ist irgendwie komisch. Mir wird da alle total schwindelig davon. Du mein Herr. Da ist aber nichts drin, was dir irgendwie damisch machen hat. Ja, genau, dann lies einmal ganz unten. Ja, da steht nur, vor Gebrauch kräftig schütteln. Ja, genau. Und immer wenn ich das mache, wird mir total schwindelig. So, das war's. Ja, sag einmal, was ist denn mit dir los? Nix mehr ist los mit mir. Aus, Sense, vorbei. Jetzt geh her auf. Ich bin grad vom Doktor. Ja, das weiß ich schon wegen deinem Halsweh. Und was sagt der Doktor? Frag lieber nicht. Geh, sag einmal, so schlimm. Ah, hör auf. Ah, mei, schlimmer kann's gar nicht mehr werden. Ja, was hast du denn jetzt? Sag halt. Ist was Unheilbares? Wahrscheinlich eine Allergie. Eine Allergie. Mein Gott, eine Allergie. Ja, da kann man doch was machen dagegen. Du tust ja gerade so, als wenn dein Leben vorbei war. Ja, ist ja. Ja, warum denn? Auf was bist du denn allergisch? Hopfen. Eine Hopfenallergie. Oh mei, das wär zach. Ja, sag ich doch. Ja, und was sagt der Doktor, wie kann man das heilen? Ja, er meint mit Hyposensibilisierung. Das Körper langsam wieder dran gewöhnen, nicht dass er überreagiert. Also in kleinen Dosen. Ja, ich glaube, kleine Glasel gar nicht. Nein. Schau mal. Und merkst schon was? Okay. Ja, und jetzt? Ja, nix. Ja, wahrscheinlich habe ich mich doch gerade verkehrt. Mein Gott, Gott sei Dank. Weil den Zirkus, den darf ich nicht aushalten. Nein. Ah ja, das ist jetzt wieder typisch. Ich stehe kurz vorm Exitus und du denkst wieder nur an die. Männer. Genau. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönraum.